Herzlich willkommen zum heutigen Gottesdienst, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer von der reformierten Kirche Leutwil-Dürrenäsch. Mein Name ist Stefan Oppliger und ich werde heute euch durch den Gottesdienst führen. Ich möchte einen Text lesen aus Nehemia 9, die Verse 19 bis 21. Nehemia 9, 19 bis 21. Dennoch verließest du sie nicht in der Wüste, nach deiner großen Barmherzigkeit. Und die Wolkensäule wich nicht von ihnen bei Tag, um sie auf dem Weg zu führen, noch die Feuersäule bei Nacht, um ihnen auf dem Weg zu leuchten. Denn sie zogen, und du gabst ihnen einen guten Geist, und sie unterweisen, und dein Manna versagtest du ihrem Mund nicht, und gabst ihnen Wasser, als sie Durst hatten. In diesem Text lesen wir, dass Gott sein Volk versorgt hat. Und das wird jetzt auch in der Predigt näher anschauen. Ich möchte den Predigttext heute lesen vom heutigen Gottesdienst. Und der Predigttext steht in Johannes 6, Verse 23 bis 27. Johannes 6, Vers 23 bis 27. Es kamen aber andere Boote von Tiberias nahe an den Ort, wo sie das Brot gegessen hatten, unter der Danksagung des Herrn. Als nun das Volk sah, dass Jesus nicht da war und seine Jünger auch nicht, stiegen sie in die Boote und fuhren nach Kapernaum und suchten Jesus. Und als sie ihn fanden am anderen Ufer des Sees, fragten sie ihn: Rabbi, wann bist du hierher gekommen? Jesus antwortete ihnen und sprach: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr von dem Brot gegessen habt und satt geworden seid. Schafft euch Speise, die nicht vergänglich ist, sondern die bleibt zum ewigen Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, der wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, der wird nimmermehr dürsten. In diesem Text lesen wir, dass Jesus unterwegs war mit seinen Jüngern. Und ein paar Verse vorher hat er das grosse Wunder vollbracht, die Speisung der 5000. In der damaligen Zeit hat man vor allem Männer gezählt, das heisst Frau und Kind können eigentlich auch noch dazu rechnen. Das heisst, es waren wahrscheinlich 15, vielleicht sogar 20'000 Leute gewesen, die Jesus mit Nahrung versorgt haben. Und es ist ganz klar, dass das die Leute begeistert hat, dass er so Wunder machen kann. Und folglich sind sie ihm nachgefolgt. Und nachher geht er auf die andere Seeseite und die Leute kommen nachher und suchen ihn. Und jetzt sagt Jesus etwas ganz Interessantes. Er sagt: Schafft euch Speise, die nicht vergänglich ist, sondern die bleibt zum ewigen Leben. Der Titel der heutigen Predigt ist Lebenshunger. Wie kann er gestillt werden? Ich habe im ersten Text aus dem Alten Testament gelesen, dass Gott sein Volk mit Manna versorgt hat. Mit dem Himmelsbrot, könnte man sagen. Und Jesus greift es jetzt hier auf, wenn man die Stelle in Johannes 6 noch genauer anschaut, der Retter von dem Manna. Und dann kommt er hier zu dieser Aussage: Schafft euch Speise, die nicht vergänglich ist, sondern die bleibt zum ewigen Leben. Wir Menschen kennen das, wir haben ab und zu Hunger, manchmal mehr, manchmal weniger. Und dann versuchen wir, den Hunger zu stillen, indem wir Nahrung zu uns nehmen. Jesus redet aber hier nicht einfach von dem Hunger, den wir körperlich manchmal empfinden, sondern eigentlich von einem geistlichen Hunger. Ein Hunger nach mehr, ein Lebenshunger. Und den Hunger stillen wir oft vielleicht mit materiellen Gütern, vielleicht mit Partys, vielleicht mit einer Beziehung oder mehreren Beziehungen. Wir sehnen uns nach etwas, was hier auf dieser Welt nur zum Teil befriedigt kann werden. Wir haben eine gute Familie und doch ist es manchmal vielleicht nicht ganz genug. Wir haben einen guten Job und doch wollen wir vielleicht noch etwas Besseres. Und wir Leute suchen nach wahrer Erfüllung. Und der Prediger im Alten Testament, im Buch Prediger, Kapitel 6, Vers 7, heißt es: Alles Mühen des Menschen ist für seinen Mund, aber sein Verlangen bleibt ungestillt. Also auch der Autor vom Prediger weiss, man kann so viel in diesem Leben erreichen, man kann so viele Güter versuchen anzusammeln und doch irgendein Hunger bleibt bestehen.
Der bekannte Autor C.S. Lewis, der an der Universität in Cambridge und Oxford unterrichtet hat, in den 50er und 60er Jahren vom letzten Jahrhundert, er schreibt: Wenn wir in uns selbst ein Bedürfnis, einen Hunger entdecken, das durch nichts in dieser Welt gestillt werden kann, dann können wir daraus schließen, dass wir für eine andere Welt erschaffen sind. Also er sagt in diesem Buch, wo er das Zitat herausgenommen hat, dass wir, wenn wir Hunger haben, können etwas essen, wenn wir Durst haben, können wir etwas trinken. Wenn wir uns nach einer Beziehung sehnen, können wir eine Beziehung starten. Wenn wir uns nach Liebe sehnen, können wir mit Menschen Kontakt aufnehmen. Aber es gibt irgendwo einen Hunger, ein Bedürfnis in uns Menschen drin, das die Welt hier nicht befriedigen kann. Beziehungen können sich auflösen, Ehen können sich auflösen, plötzlich stirbt vielleicht der Partner und er ist weg. Plötzlich verliert man die Arbeitsstelle und sie ist nicht mehr da. Also alles, was wir auf dieser Welt erreichen können, ist der Vergänglichkeit eigentlich unterworfen. Und Jesus sagt jetzt hier in dieser Stelle, in Johannes 6, wir sollen uns Speise schaffen, Nahrung schaffen, die eben unvergänglich ist. Und C.S. Lewis sagt, wenn wir merken, dass die Welt nicht alle Sehnsüchte, die wir haben, Bedürfnisse, die wir haben, erfüllen kann, bedeutet das, dass wir für eine andere Welt geschaffen worden sind. Unendliches kann nicht mit Endlichem erfüllt werden. Unser Herz, so sagt Calvin, Johannes Calvin, der Reformator, ist eine Durstfabrik und wir sind nicht endliche Wesen. Wir haben einen Schöpfer, Gott, der uns geschaffen hat. Und er hat Ewigkeit in unser Herz hineingelegt. Und folglich können wir eigentlich nur unsere wahre Erfüllung, Lebenserfüllung, den Lebenshunger, können wir nur in Gott finden, in einer Beziehung mit ihm, mit unserem Schöpfer. Augustinus, der bekannte Theologe, von 354 bis 430 hat er gelebt, 354 bis 430 nach Christus. Er schreibt das bekannte Buch Bekenntnisse. Und dort sagt er: Du selbst, o mein Gott, hast mir eingepflanzt in das Herz einen Hunger, der du selbst die Speise des Herzens bist. Dieser Hunger aber war nicht lebendig in mir, sondern ich war ohne Sehnsucht nach unvergänglicher Speise. Also Augustinus anerkennt, Gott, mein Schöpfer, hat in mir einen Hunger gegeben. Einen Hunger gegeben, in mein Herz hineingelegt, eine Sehnsucht nach dem Ultimativen, nach ihm selber, nach Gott selber. Aber das Problem von uns Menschen ist, dass der Hunger nicht vorhanden ist. Er ist teilweise gegenwärtig, wir wünschen uns Erfüllung, wir wünschen uns Liebe und doch, wir finden es nicht in dieser Art und Weise, wie wir es bei Gott finden können. Und der Hunger nach Gott ist gar nicht in unserem Herz eigentlich von Natur aus gegenwärtig. Und das ist ein grosses Problem. Der Philipp Melanchthon, der Kollege von Martin Luther, der die erste Dogmatik geschrieben hat, Loci Communes, er sagt, dass das Problem wegen der Sünde ist. Sünde heisst Zielverfehlung. Von Natur aus leben wir Menschen nicht in der Beziehung mit Gott, wir gehen am Ziel vorbei, an der Beziehung mit Gott, und wir sind auf uns selber ausgerichtet. Er sagt, unsere Seele, weil sie des himmlischen Lichtes und Lebens ermangelt, ist sie erblindet und liebt sich aufs Glühendste. Sie sucht nur das Ihre und sie sucht nur das Fleischliche, während sie Gott verachtet. Das ist eigentlich das Kernproblem von uns Menschen. Wir wollen von unserem Schöpfer wie nichts wissen. Und Jesus sieht das in den Leuten, die zu ihm gekommen sind und mehr Manna möchten, mehr wieder die Speise möchten. Und er sagt, schaut, ich habe euch letztendlich den Hunger, den ihr habt, nicht nach irdischem Manna, nach irdischem Brot, sondern nach dem ewigen Leben, das kann ich stillen. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, der wird nicht hungern und wer an mich glaubt, der wird nicht dürsten. Was sagt Jesus hier? Eine unglaublich steile Aussage, könnte man sagen. Er sagt, ich bin im griechischen Text. Ich bin, also er sagt, ich allein, einen Exklusivanspruch, wer er ist und was er kann geben. Er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Im griechischen Text steht hier ein Genitiv von der Qualität, Brot des Lebens. Und der Genitiv von der Qualität drückt aus, dass Jesus qualitativ das Leben geben kann. Und gleichzeitig drückt es aber auch aus, dass Jesus selber das Leben ist.
Und das ist etwas ganz Spezielles, was nur von Jesus von sich behaupten kann. Er selber, nach dem zweiten helvetischen Bekenntnis, dem Bekenntnis von der Landeskirche, das über Jahrhunderte das Bekenntnis von der Landeskirche war, dort lesen wir das, was schon die alte Kirche auch immer wieder gesagt hat, was wir in der Bibel lesen, dass Jesus auch Gott ist. Und er kann das Leben schenken, das ewige Leben schenken. Wenn wir über Leben reflektieren, dann denken wir oft an das biologische Leben. Wir denken vielleicht an biochemische Prozesse, die in unserem Körper ablaufen. Jesus sagt aber hier nicht im Griechischen, ich bin das Brot vom Bios, vom biologischen Leben, sondern er braucht den griechischen Begriff Zoe. Das heisst, es ist ein qualitativ höherstehendes Leben. Es ist ein ewiges Leben. Es ist ein Leben, das nicht nur an die Welt hier geknüpft ist, sondern in die Ewigkeit hineingeht. Es ist ein Leben, das frei ist von Sünde und von Schuld. Und Jesus geht so weit und sagt, er selber schenkt das Leben. Dietrich Bonhoeffer, ein bekannter Theologe, der gegen die Nazis sich eingesetzt hat, gekämpft hat gegen sie, er sagt, seit Jesus Christus von sich sagte, ich bin das Leben, kommt kein Denken mehr an diesen Anspruch und der in ihm enthaltenen Wirklichkeit vorbei. Das Wort Jesu bindet jeden Gedanken über das Leben an seine Person. Das Leben ist nicht ein Ding, ein Wesen, ein Begriff, sondern eine Person. Und zwar eine ganz bestimmte und einzige Person, Jesus Christus. Wenn Sie über Leben nachdenken, was für eine Qualität von Leben ihr habt, vielleicht Lebensfragen habt, dann müsstet ihr unbedingt Jesus Christus mit einbeziehen in die Frage. Wo nur er von sich behauptet und kann das wahrhaftig sagen, dass er das Leben ist. Jesus geht so weit, er geht ans Kreuz und stirbt für unsere Schuld. Und schafft so Versöhnung zwischen sie und Gott. Wir dürfen unser Leben ihm übergeben, wir dürfen ihm unser Leben anvertrauen und er schenkt uns das ewige Leben. Und Jesus sagt dann, und wer an mich glaubt, der wird nicht mehr dürsten. Glauben bedeutet Vertrauen. Wenn wir unser Leben Jesus anvertrauen, dann wird der Lebenshunger gestillt und wir haben keinen Durst mehr. In Rom, in diversen Kirchen, nicht nur in Rom, aber insbesondere dort, habe ich das Kreuz immer wieder sehen, das Kreuz, das sehr präsent ist in den Kirchen. Und das Kreuz war eigentlich ein Todesinstrument. Aber dort wird es verziert und es wird zelebriert. Und es wird oft so in einem Garten drinnen dargestellt, wo Pflanzen daraus herauswachsen. Warum? Weil das Kreuz letztendlich eben Leben schafft. Jesus hat den Tod, die Sünde auf sich genommen, damit wir nicht mehr unter der Sünde leiden müssen, nicht müssen sterben, sondern ein ewiges Leben dürfen haben. Das wünsche ich euch, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, dass ihr in Jesus erfülltes Leben dürft haben. Ich möchte beten. Vater, ich danke dir für das grossartige Geschenk, das du gegeben hast in deinem Sohn Jesus Christus. Ich danke dir, Jesus, bist du auf die Welt gekommen und hast du dein Leben gelassen für uns Menschen. Und wir möchten unsere Anliegen und das, was uns beschäftigt, möchten wir dir bringen in einem Fürbittegebet. Vater, du siehst, wie es uns im Moment geht. Du siehst, wie buchstäblich die ganze Welt, gerade unter dem Coronavirus, auch viele Fragen hat, viele Menschen am Leiden sind, existenzielle Ängste herum sind. Und wir danken dir, dass du uns eine Lösung gegeben hast. Ist das Leben hier nicht das Einzige, was wir haben, sondern sind wir Geschöpfe, die ewiges Leben dürfen haben in dir. Und so möchte ich dich bitten, dass du uns bewahrst und behütest, dass du unsere Familien behüten tust, unsere Freunde, unsere Kirchengemeinde. Ja, und dass wir dürfen neu dir vertrauen und wissen, dass du unser Leben in deinen Händen hast und dass du unser Leben zu einem guten Ziel auch führen. Und wir wollen jetzt gemeinsam das Gebet sprechen, das du uns gelernt hast. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen. Ich möchte
mich ganz herzlich bedanken für das Einschalten, dass ihr die Predigt gehört habt. Ich hoffe, es hat euch ermutigen. Ich möchte euch darauf hinweisen, auch wieder nächsten Sonntag die Predigt vom Pfarrer Michael Freiburghaus zu hören. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken beim Mike für die Aufnahme und dass ich hier in Leutwil in den Räumlichkeiten von der reformierten Kirche die Predigt halten durfte. Ich möchte darauf hinweisen, dass die Kollekte von dem heutigen Sonntag gedacht ist für das Projekt in Israel, Hatikva. Der Sitz von dieser Organisation ist in Dürrenesch und sie unterstützen in Israel durch soziale Projekte unterstützen. Ich möchte das Projekt ganz herzlich empfehlen. Für Kontoangaben und sonst Informationen könnt ihr auf der Webseite kellergemeinde.ch noch Neues nachschauen und nachlesen. Ich möchte den Kurzgottesdienst mit einem Segen enden. Und der Segen steht in 2. Thessalonicher 5, Vers 23. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch. Und euer Geist soll ganz mit Seele und Leib untadelig bewahrt werden bis zur Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Amen.